Moin, wir sind hier am Naturmuseum, am Teil von an der Annex, also am Forschungsteil vom Naturmuseum. Und außergewöhnlicherweise treffen wir uns heute hier an Zeiten von Lockdown, an Zeiten von Pandemie, für einen kleinen Abblick zu geben, was wir schaffen, aber für auch zu weisen, dass wir trotz allen Einschränkungen, die im Moment das öffentliche Leben bremsen, dass wir weiter an unserer Forschung schaffen. Was ich hier weisen, ist etwas, was ganz kurz ihr Pandemie als getroffen hat an dem Museum gekommen ist, nämlich ein Teilskelett von einem großen Meeresreptil, das den Fossiliensammler als Land hat. Hat sich an den nächsten Analysen herausgestellt, dass das wahrscheinlich eine Neuzucht Fischsaurier ist. Natürlich ist das etwas, wo wir immens daran interessiert sind, weil das ein Tier, was zu Lützeburg gefunden wurde. Und es ist vor allem eben ein Tier, weil das eine Zeit ist, wo noch nicht viele der Meeresreptilien bekannt sind, aus dem mittleren Jura. Die Aufgabe von den Forschern am Naturmuseum und vor allem von denen aus der Paläontologie, wo wir hier sind, ist für die Veränderung des Lebens am Laufe der Erdgeschichte und vor allem im Kontext von Umweltveränderungen zu verstehen. Und da ist von den Schritten eben den, dass man versteht, wie ein Tier zu welchen Zeiten gelebt hat. Was machen wir an der Forschung vom Naturmuseum an Zeiten, wo wir uns aus sich sollten zurückziehen, wo wir sollten so man wie möglich rausgehen? Weil ganz einfach, wir machen Forschung da, wo wir in dem Moment sind, an dem Fall eben daheim, Homeoffice. Da stellt euch natürlich froh, wie kann ich so groß Teilskelette von Meeresreptilien mit holen? Weil ganz einfach, digital. Wir haben schon seit einer Zeit schon erfahren, für Sammlung zu digitalisieren und just ihr die Pandemie zugeschlagen hat, sozusagen, haben wir den Teilskelett an einem konzertierten Effort digitalisiert, sodass du auch kann aus der Distanz und dem Steck weitergeschafft gehen. Das heißt, wir können anhand von digitalen Replikate von den Fossilien können wir trotzdem weiter schaffen, sogar international, mit einem Expert aus der Welt, der sich mit den Tieren auskennt. Du hast heute von den Beispielen, wie trotzdem nach weiter geforscht gehen. Es gibt einfach Fossilien, die brauchen man nicht zu digitalisieren, weil die sind so klein, dass sie einfach an der Post holen und dann daheim, soweit ihr eben Material hat, für zu sichern, kann weiter durchschaffen. Und da reden wir zu einer speziellen Sorte Fossilien, für die ihr eine Lupe braucht. Lupen sind in der Regel relativ mobil, die kann ich mit holen, an die Fossilien, von denen wir schwätzen, sind auch ganz handlich, aber nicht, definitiv nicht mehr informativ. Die sind zwar ganz klein, haben aber teilweise dieselbe, wenn nicht sogar mehr Informationsgehalt wie die Großfossilien. Aber was das Naturmuseum aktuell mit den ganz kleinen Fossilien möchte, von daheim aus, das sehen wir auch. Ja. Hallo. Hallo aus dem Homeoffice. Ich will euch heute mal zeigen, warum wir Mikropaläontologen auch von zu Hause aus arbeiten können, im Gegensatz zum Beispiel zu den Meeresbiologen, die ja schlecht in der Badewanne forschen können. Da es sich bei unseren Proben um derartige Mengen handelt, ihr seht schon, das ist alles wie Sand. Es ist ein leichtes für uns von zu Hause aus auch unsere Untersuchungen zu machen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Eigentlich braucht man nur so eine Lupe dafür und eine Pinzette und so eine Nadel und eine Menge Geduld. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Jetzt kommen wir der Sache näher. So. Mit so einer Nadel findet man dann
die richtigen kleinen Versuchsobjekte. Ich habe euch hier mal aus dem Büro was mitgebracht. Das ist ein 3D-Modell von so einem kleinen Tier. Die heißen Foraminiferen und leben an der Wasseroberfläche. Und in ihre Kalkschale bauen sie die jeweils aktuellen Wassertemperaturen ein. Und wenn sie sich dann vielteilen, also sich vermehren, sinkt die leere Mutterschale, sie lösen sich komplett auf, zu Boden und in mehreren Schichten über die Jahrmillionen lagern die Mikrofossilien sich ab, können von uns dann wieder rausgesucht werden, gemessen werden und anhand ein paar komplizierter Formeln kann man dann die Wasseroberflächentemperatur vergangener Zeiten rekonstruieren.